Grüß dich zurück in The Long Dark, in der zweiten Episode von Wintermute. Wir haben da jetzt einmal alles soweit ausgerannt. Benötigt Schlüssel zu Hanks Schließkassette. Okay. Wie schauen wir denn jetzt überhaupt mit dem Gewicht aus? Wie gesagt, auch hier wieder, ich habe einige Tage wieder nicht gespielt. Ui. 26 Kilo. Danke, Spiel, wirklich. Also, du bist heute wieder echt gnädig zu mir. Wie lange dauert denn das? 1 Stunde 30. Wir haben nur 14%iges Beilmeat. Egal, ansonsten schlafen wir dabei da über die Nacht. Da unten ist der Zug, haben wir gesagt. Da ist unser Heimchen. Da werden wir jetzt mal hinlaufen. Hoppala. The Long Dark, eines meiner absoluten Lieblingsspiele derzeit. Aber früher mal im Überlebensmodus ist er da herum irgendwo allein gelegen. Wo ist die? Oh, der hat schon wieder einen Hunger, der Mensch. Freestyle. Sehr gut. Hoppala. Das wäre glatt in die Höschen gegangen. Da oben ist ein Strommasten. Da, schau. Und da daneben ist auch noch irgendwas. Aber ich glaube, das war mal ein Ausguck. Und dann ist der aber wahrscheinlich eingestürzt oder so irgendwas. Können wir das? Nein. Das sind nur so 2D-Elemente. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Nehmen wir auch mit. Gut. Aber wir sollten uns demnächst einmal in Richtung Staudamm auf den Weg machen. Und vor allem haben wir auch ein Problem. Hier draußen wartet ein Bär auf uns. Und was ich mich erinnere, habe ich in irgendeiner von den letzten Episoden gesagt, dass meine große Vermutung ist, der Bär erwartet uns beim Staudamm. Müssen wir da oben? Und Entschuldigung, ich muss mir erst eine neue Maus kaufen. Meine ist relativ klar und ich glaube, dass die für Spiele in dem Ausmaß nicht gar so geeignet ist. So irgendwie halt. Aber ich will da. Nö, euch hol ich mir später. Vorerst werden wir nochmal zurückkehren zu unserem Unterschlupf und dann nochmal weiterschauen, wie wir das Ganze weiter verfolgen. Ich kann es da noch nicht erklären, oder ich kann es da noch nichts versprechen, wie wir das zukünftig dann machen werden. Weil was ich gesehen habe bei einem englischsprachigen YouTuber, wird die zweite Episode ein bisschen länger als wie die erste. Was aber auch damit liegt, und das habe ich im Survival Mode schon probiert einmal, das ödlose Marschland oder trostlose Marschland ist ein bisschen härter. Sagen wir es mal so.
komm, Will. Bist du so fett oder was? Naja. Jetzt kann der über die Schienen auch schon einmal kraxeln. Na gut. Und da hätten wir auch noch ein bisschen was zum Absuchen. Ich meine, ich habe jetzt da einige Stunden schon auf der Long Dark gespielt. Aber ich muss da auch und ehrlich gesagt gestehen, dieser Charakter, den wir spielen, dieser Will, der ist mir eigentlich relativ sympathisch. Was ist da hinten? Falls ein Wolf kommt, wir haben noch genug für die. Und ich glaube kaum, dass wir das so schnell brauchen werden. Fahrt am See. Ich glaube, da waren wir aber schon. Geht's da hinten irgendwo zu einer Hütte am See hinten? Sicher. So, wie schauen wir jetzt überhaupt gewichtsmäßig aus? 3 Kilo können wir noch mitnehmen, aber ich glaube, wir werden einmal zurücklaufen und ein bisschen was ablegen. So, wir brauchen dann die Ausdauer für einen Wolf, falls uns einer begegnet. Und ein paar Stecken mitnehmen, ein paar Stöcke. So, weißt du was? Wir werden es da umdrehen. Es hat jetzt nichts mit dem zu tun, dass ich vielleicht zweig bin, aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ich will nicht unbedingt angegriffen werden. Westzugang. Bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, ob wir da schon waren. Wo ich glaube, da waren wir schon. Und ich glaube, den Pfad kennen wir auch. Falls wir einen Hasen begegnen und wir einen Hasen brauchen. Ich glaube, ein paar mehr mit haben. So. Ich muss da offen und ehrlich gesagt gestehen, wenn du schaust, ich spiele eigentlich momentan nur Metro und The Long Dark. Da gefällt mir The Long Dark ein bisschen besser. Dadurch, dass der Charakter spricht, kannst du dich vielleicht früher mit dem Charakter identifizieren oder mitleiden oder sonst irgendwas. Mal schauen. Ui, da waren wir schon. Aber da habe ich gesagt, da können wir einiges mitnehmen. Ja, aber in der Hütte können wir jetzt eh nicht bleiben, weil wie du siehst, wir haben keinen Kamin und nichts da. Ah, der Will hat schon wieder einen Hunger. Aber wir sollten uns ja auf den Weg nach Hause machen. Aber es hat nicht einmal die Hütte einen Ofen. Kotz und Spei. Speiübel. Oder so. Keine Ahnung. Oh,
Dorf. Aha. Danke Spiel für diesen Speichervorgang. Den hätte ich jetzt fast nicht gemacht. Okay. Es hilft nichts. Es hilft alles nichts. Wir werden einfach über den See marschieren. In Richtung Heim. Und den Dings mit mir auch noch auseinandernehmen. Die ganzen Hütten, die du da überall siehst. Dieser Wind, dieser Wind, dieser Wind. Wenn der Wind wenigstens in die andere Richtung geht. Okay, so geht's auch. So, Will, jetzt steckst du ihn weg und haust die Hände in die Hosentaschen. So deppert. Das Wetter war eh schön, aber der Wind, der Wind, der Wind. Bist du deppert? Da gefriert's mir jetzt schon die Nudel an. Da hinten haben wir noch ein paar Hütten, da haben wir noch Hütten. Da hinten ist auch ein Weg, schau mal, da. Was du da schaust, da ist die Hütte. Und da hinten rein ist auch ein Pfad. Ah, da geht der Wind. Ja, Will, ich weiß, es ist ein langer Tag. Es sind lange Tage, aber da müssen wir durch. Aber zwar. Komm, 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 komm. Ah, da ist die Hütte. Schau. Krähenfeder. Und jetzt eine Lebensmittelvergiftung, ne? Das war's. Na, wir sind nur... Oh, wir sind nur ein bisschen zu schwer. Aber das macht nichts. Es ist ja nicht mehr weit. Das wird aber ein bisschen aushalten, oder pur. Da ist nichts. Dann die Haut müssen wir trocknen. Weil in den nächsten drei, vier Aufnahmen, das ist zwar der lange Tag, möchte ich mich mal näher mit den Tees beschäftigen, mit Haut und hin und her und bla bla bla. Und zwischenein werden wir mal zum Staudamm laufen. Ja, das wird aber ein gewaltiges Stück Arbeit, also das wird wirklich eine harte Arbeit. Das heißt, wir müssen den Will so schlafen legen, dass wir beim ersten Sonnenstrahl aufwachen und dann sofort losgehen. Ah, herrlich. Guter Mann, guter Mann, guter Mann. Passt, das hat alles noch seine Prozente, das gefällt mir. Oh, schau, 15 Kilo Altholz. Geil. Kanonenofen. Jetzt schauen wir mal da rein. Was haben wir? Ah, da haben wir die kaputten Sachen. Schauen wir mal kurz bei die brauchbare Wanderstiefel.
Und die haben wir von der... Warte mal. Ich tue mit die da einer. Die ziehen wir gleich an. Dem guten Mann. Ja, ich weiß, wir müssen was ablegen. Schau her. Wow. Der Mensch geht ja fast durch bei einer Modenschau. Aktionen. Reparieren. Ah, schau. Geil. Das ist geil. Das gefällt mir. Ich bin optimistisch, dass es unser Will schafft. So. Wetzstein, da können wir das Messer, da, das Jagdmesser reparieren. Den müssen wir unbedingt reparieren, da müssen wir schauen, dass wir so ein Dings kriegen. So ein komisches... Warte mal, hätten wir da einer. Klar, ziehst du mal ein paar Socken aus, also das Verstauchungsrisiko schon geheilt. Das gehalten wir uns. So, dann, was haben wir da herinnen? Da haben wir auch Schuhe. Interessant. Da haben wir da einer. Da haben wir da einer. 91%, das gefällt mir. Sehr gut sogar. Da haben wir jetzt mal die ganzen Bücher ein. Mich würde interessieren, ob wir noch ein Buch dabei haben, was wir lesen können. Gut. Was war denn da herinnen? Die Sachen. Die geht uns ab bald einmal aus. Ich tue jetzt mal da einer. Dürfen wir aber nicht vergessen, dass wir eine brauchen, wenn wir wieder unterwegs sind. So, da war herinnen Bücher. Was ist da herinnen? Da sind auch solche Sachen herinnen, die werden wir brauchen. Okay, und da unten. Da unten haben wir Brennmaterial drinnen. Ist ja nur gut, dass das Lader schon leer ist. 3,5 Kilo, da haben wir alle umlagern. Obwohl, im Prinzip brauchen wir jetzt da umlagern. Feuer machen. 55, 27, Zedernholz. Na, den Brandbeschleuniger möchte ich mal aufgehalten. Feuer machen, bitte. Come on, come on. Well, that didn't work. Nee, aber macht nichts, Will. Ist ja kein Problem. Ist ja kein Problem. So. Probieren wir mal mit Zedernholz. Sehr gut, sehr gut. Das freut mich. So, Brennstoff hinzufügen, Fackel, Zedernholz, Stock, da war 27. Wir hauen jetzt mal 2 dazu. Dann, Inhalt im Rucksack müsste ablegen. Was haben wir noch eingesteckt, was zum Trocknen ist? Eigentlich nichts mehr. Geil. Das gefällt mir. So. Brennstoff hinzufügen. 3 Stunden. Okay. Kochtopf, Garn. 12 Minuten. Darfst du mal was essen, Bur? I would do anything for a drink right now. Ich weiß, ich hab schon gesehen.
Ah, Wasser werden wir brauchen. Und das ist nicht einmal wenig. Aufheben. Wir haben ja oben das Bett. Ah. Ist da ein Schlafsack herinnen? Nein. Da war er herinnen. Sag mal, ich habe jetzt gerade einen Schlafsack aufgehoben. Da ist er. Dann war den auch da einer. So. Wasser. Machen wir mal 2. 1 Stunde. Brennstoff hinzufügen. Dann machen wir ein bisschen was dazu. So. Nehmen. So. 46 Minuten. Das war jetzt aber ein Schatz, was ich jetzt gemacht habe. Egal, wir werden ihn jetzt einmal hinlegen. Unseren guten Mann. So, Will, bitte einmal. Du sollst dich wegtun. Du nur, du. Nein. Bett. Wir werden jetzt wieder mal 10 Stunden. Ja. Es liegt, er schreit nach Trinken. Herrlich, oder? Gut, wir werden jetzt aber trotzdem nochmal 3 Stunden. Dann machen wir 2. Herrlich, oder? So, jetzt legst du die Fackel wieder weg. Danke, Bur. Die Schubladen sind leer, das ist auch leer. Zum Zerlegen wird ein Beil benötigt. Also das habe ich auch nicht. Das habe ich nicht eingepackt, aber wir werden ihm jetzt das Wolfsfleisch geben zum Essen. Dem guten Mann. Ja, wie gesagt, er ist ein sympathischer Kerl. Er ist ein Sympathler. So, dann haben wir da bauen. Für die 14, da haben wir die Hälfte umlagern. So. Warte mal, wo haben denn wir? Waren die Hagebutten? Alle umlagern. Warte mal, wir haben ja da eine Werkbank. Wir brauchen 24. Wo haben wir denn den Rest von die Hagebutten hingehauen? Da nicht, da. 16 und 8 ist 24. Das müsste sich eigentlich ausgehen. So. Sehr gut. Herstellen.